Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der Jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. A schöne Teve, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. A guten Abend, der hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brooklyn, das Retsunach Meir David. Auf unser heutigen Programm haben wir dem Covid zu präsentieren ein Interview mit Marvin oder Moshe Zuckerman. Ist der Machaber von Jiddisch Lernbuch Learning Yiddish in Easy Stages und ist der Übersetzer von Bernard Goldsteins Buddhist Memoir. Hat noch von dem Interview, und das ist noch einmal ein bisschen ein längerer Interview, es wird gehen ein bisschen mehr wie eine Show, und noch einmal ein Dank unserer Radiostanzie WUNR für der übrige Zeit. Shalom Aleichem. Seid ihr so gut, euren Namen? Aleichem Shalom. Moshe Zuckerman, or otherwise in Goyish, Marvin Zuckerman. Ich weiß, das ist sehr gedenkt, wir haben geredet mit mehr wie 10 Jahren zurück, aber wir wollen übergasen auf ein paar Sachen. Das ist nicht gefährlich. Ich gedenke Tage nicht, aber ich bin zufrieden, als wir haben früher geredet. Gut, seid ihr so gut, weil Sie was kennen euch noch nicht, könnt ihr Hakitze geben einen Überblick über euer frühes Leben, eure Tate Mama, eure Umstände wachsen dick, wo ihr seid gewachsen, Ja. Und eure Beziehung mit Jiddisch. Okay. Meine Eltern stammen von Polen, Warsche. Sie sind geboren geworden, nicht in Warsche, nur da leben. Der Tate ist geboren geworden in Nowy Dwor, non zu Warsche. Aber hat sich auch aufgehofft in Warsche. Die Mama ist geboren geworden in Pschisseche. Und wie soll man Rettus Arois auf Polisch, weiß ich nicht. Es ist anders, aber Pschisseche, sie ist auch aufgehofft geworden in Warsche. Sie sind früh geworden, Mitglieder, sich eingeschlossen in Bund in Warsche. Der Tat ist geworden sehr aktiv, ist geworden der Vorsitzender von dem Schneiderverein. Sie haben sich gerufen in Polen, wir rufen sie Unions da in Amerika, aber dort haben sie sich gerufen professionelle Vereine. Er ist geworden der Vorsitzender von dem Schneiderverein in Warsche, ja. Und als junger Mann
Es gibt einen Organisator, der Bund hat ihm geschickt in Lublin, dort organisieren die Lederarbeiter. Und die Mama ist gewesen als Schneiderin. Ist auch gewesen als Schneider, ein sehr guter, beide sind gewesen gute Schneiders. Sie haben durchgemacht den Ersten Weltkrieg. Sie haben Kassene gehabt in 1919. In 1920 haben sie sich beschlossen, emigrieren kein Amerika. Der Tat hat gehabt seine ganze Mischproche da in Amerika, was sie sind früher gekommen, vor dem Ersten Weltkrieg. Und er hat gewollt sein zusammen mit seinen Mischproche, mit seinen Brüdern und Schwestern. Er hat gehabt 5 Brüder und Schwestern da in Amerika. Und die Mama ist erst gekommen zuerst. Er ist, ich weiß nicht von was, aber sein Schiff hat ihm gebracht, Kanada. Und hat ihm dort verschlossen und hat ihm gewollt zurückschicken, kein Polen. Hat er zusammengebunden die Leilacher und ist raus durch ein Fenster vom 2. Stock, raus in Schnee und dort ist gegangen, kein Toronto. Dort hat er sich verbinden mit bundischen Chavere und von Toronto ist er endlich gekommen nach New York. Es hat nicht genommen zu viel Zeit. Die Mama derweil ist gewesen in Paris. Er ist gekommen allein zuerst. Sie ist gewesen in Paris, hat gearbeitet für ein Jahr. Sie ist gewesen versteckt in einem Beutemstiebel, kalt, und sie hat gesammelt ihre Parnasse. Sie hat gearbeitet als Schneiderin in Paris. Nach einer Jahrzeit ich glaube, es hat bekommen falsche Papiere, zu emigrieren kann Amerika, zu haben eine Visa und so weiter. Aber ich bin nicht sicher, aber also ich meine, ich gedenke, etwas als Ameise. In Amerika hat mein Tate sich schnell orientiert politisch in dem Garment Workers Union, ILGWU, und ist schnell geworden Führer, ist geworden Vorsitzender von dem die Maschinen, operators haben sie gerufen sich in Englisch, die sewing machine operators, Nähmaschinen. Operator is a good Yiddish word. Okay, Nähmaschinenoperator. Und er ist geworden Vorsitzender von seinem Lokal und nach dem Vorsitzender von Cloak Joint Board und nach dem der Manager, Verwalter von Retirement und Vacation Fund. Und hat mehr nicht gearbeitet in Shop, weil er ist geworden ein Angestellter. Das ist gewesen sein Meister. Wie haben Sie geheißen? Er hat geheißen Ruben oder Riven. Seine Schwester hat ihm geriefen Riven. Und Stamm in Warschau hat man ihm geriefen Riven. Aber du in Amerika Ruben. Die Bundisten haben nicht genutzt, solche jüdische Vornehmen, so haben wir ihn gerufen, Ruben. Und die Mama hat geheißen bei den Chaverem Manja. Ihr richtiger Name von Geburt ist gewesen Marium. Und auf ihre englischen Papieren hat sie geheißen Mary. Aber alle haben mir gerufen Manja. So Manja und Ruben Zuckermann, ja. In 1927, glaube ich, hat die Amalgamated Clothing Workers Union, das gewesen Sidney Hillman, ist gewesen der Führer, ganz berühmt in jene Zeiten. Sie haben aufgebaut
emes kooperative Dires Gebäude in Bronx, in Zoffen, leben Van Cortlandt Park, beim Breg von Van Cortlandt Park. Und die Einwohner sind gewesen jiddisch redende Immigranten, Arbeiter, Nähmaschinen Operator? Ja, aber nicht nur Nähmaschinen, nur die ganze Fach von Schneiderei. Sach von den Einwohnern sind gewesen als solche, aber sie gewesen auch Hatmakers, Pocketbookmakers, Watchmakers, House Painters. Aber meistens Stamme von Schneiderei. Und in 1932, sie haben gehabt etliche Gebäude. In 1932 haben sie aufgestellt dem letzten, in jener Zeit, Gebäude, das sie gewinnen ein Square Block und 6 Stock und es ist geworden fertig gemacht in 1932. In jenem Jahr bin ich auch fertig geworden. In jenem Jahr bin ich geboren geworden. Und sie haben sich übergezogen zu jenem Gebäude in der Diere dort. Dort habe ich sich aufgehoben. Sie gewinnen sehr interessant und gebildet, wollte ich gesagt. Zwiebel. Entschuldigung, wie hat geheißen die Gegend oder die Gebäude? Amalgamated Cooperative Housing Development, I think. Und es existiert da ja? Oh ja, ja. Und es ist noch als kooperativ. Nur wenn ich so kooperativ, das ist, muss man klar machen, in New York, die reichen Dires dort, sie riefen sich kooperativ. Sie sind nicht kooperativ, nicht in dem richtigen Sinn, dem alten, dem originellen Sinn von kooperativ. Das stammt von den Rockdale Weavers in England in 1850 oder 1830, 1850, ich denke nicht akkurat, aber im 19. Jahrhundert. Also als die jüdische Arbeiter sollen haben gut Luft und Natur und Park und nicht zu teuer, Leute sehr Einkunft. Und es ist gewesen sehr ein interessantes Zwiebel. Ich habe gelernt in ein Jisker-Buch, auf Englisch, es gewesen etliche englische Seiten, und dort habe ich gelernt, gesehen, zum ersten Mal, ein Ausdruck, was mir sehr stark gefallen. Der Ausdruck ist Folk Intellectual. Und das habe ich keinmal nicht gehört, aber das hat mir stark gemacht, einen guten, starken Eindruck, und das ist mir stark gefallen geworden. Und weil in mein Zwiebel dort, wo ich habe sich aufgehoben, in die Häuser, die kooperative Häuser, sind gewesen als solche Folk Intellectuals, wollte ich sagen. Das heißt, Menschen, welche haben nicht gehabt, keine formelle Bildung, nicht gegangen. Meine Tate Mama sind im Ganzen nicht in keine Schule gegangen. Sie haben sich ausgelernt, lernen und schreiben, aber mehr nicht. Aber sie haben sich gebildet beim Bund. Der Bund hat gerade Referaten auf verschiedene Themen,
politische, literarische. Sie haben lieb gehabt zu lernen, so haben eine Sache gelernt. Und sie haben gehabt Weltliteratur auf Jiddisch übersetzt. Es sind gewesen Folk-Intellectuals. Und eine Sache solche dort, wo ich bin geboren geworden, aufgekommen geworden. Ja. Und mit Jiddisch, in Haus ist noch Jiddisch, haben wir noch geredet Jiddisch, der Tate haben noch geredet Jiddisch. Der Tate ist gewesen ein starker Jiddischist, Bundist, Jiddischist. Und ist das gewesen mein Sprach als kleines Kind. Es ist auch gewesen ein interessant Nursery School. Das ist geworden gegründet bei einer christlichen Frau, welche sie, eine Deutsche, sie ist gewesen verheiratet mit einem jüdischen Journalist, ein Anarchist, und sie ist auch gewesen ein Anarchistke. Und sie hat gegründet eine Nursery School in unser Gebäude in Keller. So hat das Haus gefärbt und sie gewann ein Piano, also Spielzeugen für Kinder. Und sie hat geredet mit mir, weil ich habe noch geredet, hat sie geredet mit mir, ihre Jiddisch. Es wusste nicht gewinn Jiddisch, es ist gewinn Deutschisch. Aber sie hat probiert. Und ich habe als Kleinkind gewusst, das ist etwas, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig Jiddisch. Aber ich habe stark lieb gehabt. Sie ist gewinn ein feiner Mensch. Sie hat geheißen Johannes Betz. Und wir können ihr finden auf Google. Ich habe einmal noch gesucht in Rudolf Rockers Archiv und dort ist gewesen ein Brief von Johannes Betz und ich glaube, als sie es euch gewesen es hat gehabt a story in der Arbeiterring, Call Magazine. Es ist gewesen verbunden mit die jüdischen Anarchisten und Linke, aber nicht kommunistische Linke. Linke Kreisen. Huh? Linke Kreisen. Right, ja, linke Kreisen, ja. Aber nicht kommunistische. Und ich will euch sagen, wegen, die Kommunisten haben euch gehabt, kooperative Häuser. Weißt du wegen dem? Aber besonders? Sehr besonders. In einem anderen Winkel von Bronx, nicht weit. Und aber sie haben durchgefallen, sie sind nicht gewesen erfolgreich. Aber die Kooperative, die Amalgamated, existiert noch. Als. Was für ein Leben ist das gewesen mit euren Chaveren? Hat alle jüdische Chaveren? No. Ja, alle sind gewesen. Well, nicht gewesen. Das ist interessant. Well, erstens habe ich rausgelernt Englisch. Ich denke auch nicht, wenn und wie soll, aber in Schule und mit den Kindern in Gas. Ja, der ganze Gegend ist gewesen Jiddisch. Mit öfter ein Sprache, zufällig, weiß ich was. Aber zwischen den Kindern, in unser Gebäude ist gewesen ein Struge. Ist gewesen von Spanien. Und dann gab es so ein Jose, und er gespielt mit uns. Ich war ein guter Jüngel. Und so ich war ein italienischer Jüngel, welcher nicht gewohnt in der Häuser, aber in, was wir haben gerufen, Privathaus in jener Zeit, er ist gewesen ein Italiener, John Morelli ist gewesen sein Name. Und er hat sich gehabert mit allen die jüdischen Kinder.
was geworden hat Zionist, ist gegangen in Brandeis, kratzt den Gart mit der jüdischen Mädel und dann so weiter. Ja. Aber meistens bloß jüdische Kinder. Ja. Aber hat geredet mit Kindern und Eltern ein bisschen Jiddisch oder bloß Englisch? Well, bloß Englisch, ja. Interessant ist gewesen, wegen jüdisch redende Kinder. Im selben Gebäude ist gewesen eine Arbeiterringschule für Kinder. Dort bin ich gegangen, von schon 6 Jahre alt. Das gewesen jeden Tag ein Jahr nach dem Regierung, Elementarschule. Weißt du wegen Sugihara, der Japaner? Ja. Nun, durch der Sugihara hat der Bund in Amerika, in New York, und der ILGW, Dubinsky, der Führer, haben mit Eleanor Roosevelt geraten, Bundisten. Sind gekommen als sachbundische Führer und mit sehr Mischproches. Und in 1940, bin ich gewesen 8 Jahre alt, ist gekommen zu der Arbeiterringschule, wie ich bin gegangen als Kind. Efter 8 oder 8 wollte ich gesagt, aber ich kenne sie ihre Namen, ich kenne sie ausrechnen. Und ich gedenke, sie sind gewesen Kinder von bundischen Führer. So, zum Beispiel, gewesen Viktor Gelin, in selben Gerät Jiddisch. Die einzigen Kinder in jener Zeit, in jener Alter, welche haben Gerät Jiddisch. Sind gekommen von Polen. Zusammen gekannt Polisch, weiß ich nicht. In jener Zeit schon haben sie gegangen in polnische Schule, ich weiß nicht. Aber Jiddisch haben sie geredet. Könnt ihr ausrechnen, die Namen? Absolut. So ist Viktor Gelinsky, das ist der Sohn von Shlomi Gelinsky, der Führer von Medem Sanatorium. Er lebt noch, ich sehe ihn jeden Mittwoch. Danke. Ja. Heute in Los Angeles, ja? Ja, nicht weit von mir. So, größte Schischke in wissenschaftliche Unternehmungen, ja? Eine glänzende Karriere, ja. Ja, ist Doktor von Physik und sie gewinnen Leo Herz, das sie gewinnen der Sohn von Sholem Herz, der Historiker von Bund. Und dann ist gewinnen Mirke Salzmann. Ihr tat es euch gewinnen ein bundischer, ungesehener bundischer aktiver Bundist. Und Arbeitering hat ihn gemacht als Direktor von dem Sanatorium, welches Arbeitering hat gehabt in Liberty, New York. Und sie gewann eine Anatke, hat sie geheißen. Anatke, ich denke nicht, in dem Moment ihre letzten, es wird kommen. Und ihr tat es aktiver Bundist, aber nicht so ungesehen wie die andere. Sie gewann Helenka Joelsen, bundische Eltern. Sie gewann Josef, ich denke nicht seinen letzten Namen, bundische Eltern. Sie gewann Welvel Hoffmann. Er hat letztens nicht lang zurück gestorben. Er hat gewohnt in L.A. Und sein Tate ist gewesen ein aktiver Bundist. Welvel Hoffmann, Viktor, Natke, Mirke, Josef, Helenka Josen, habe ich gesagt? Ja, Helenka Josen, aktiver Bundische. So, wie viel habe ich schon? Mirke, Viktor, Natke, Joelsen, Welvel,
Der andere, yeah, that's about 6 actually. Right, that's how many, yeah, 6. Und alle haben geredet Jiddisch. Und ihr seid gewöhnt von die Gezählte, was haben gekannt reden mit sie auf Jiddisch, ja? Sie gewinnen andere, Chanale, ich denke, hat geredet gut Jiddisch. Aber die andere, no, nicht das auch gut, no. Und sie sind rein in euer Arbeiterring-Zweig und damals hat man faktisch Tage gelernt Jiddisch. Damals, ja? Nicht im Zweig, nur in der Schule. In der Schule, ja. Ja, die Eltern, ich denke, sie haben gegründet einen neuen Zweig von Arbeiterring. Siegelbäum-Zweig, ich glaube, sie haben sich geheißen Siegelbäum-Zweig, aber ich bin nicht sicher. Sie gewinnen anarchistische Zweigen, bundische Zweigen, zionistische Zweigen. Aber die Bundisten haben geherrscht in Arbeiterring, ja. Ihr seid nicht gewachsen wie ein Arbeiter, ihr seid doch ein Intelligent, ein Intellektuell. Ist das gewesen nicht bequem mit euch, mit euren Eltern, aber haben sie, wie ihr sagt, gemacht ein Modell für euch? Ich bin gewesen sehr bequem mit meinen Eltern. Ich bin gewesen stolz mit meinen Eltern. Ich habe gehabt größte Herz für sehr Bund und für sehr Worldview. Ja, sehr politisch und im Ganzen sehr bequem und stolz mit sie. Und ich folge noch sehr Gedank und sehr Weg. Ich fühle sich nun zum Bund, welcher existiert nicht mehr, aber ich halte sich wie ein Bundist. Ich bin sehr stolz auf 2 Sachen mit dem Bund. Erstens, in der letzten Nummer unserer Zeit, wenn ich sage letzten, meine ich was ist dem letzten Nummer, welche ist gedruckt geworden mit etlichen Jahren zurück, hat in sich Mainz ein Artikel auf Jiddisch. Und der Artikel handelt sich mit sozialdemokratische Regierungen meistens in Schweden. Und im Vergleich mit unser Land. Und natürlich ist besser, sie machen, es ist besser dort für sehr Bevölkerung, wie es ist für unsere Bevölkerung da in Amerika zum Bedeutung. Wollt ihr gekannt vorlehnen ein bisschen auf Englisch von eurer Reinfahrt zum Buch? Sure. Bernhard Goldstein ist gewesen ein bundischer Führer, aktiver Mensch in Warschau. Er ist nicht gewesen einer von den Intelligenten oder Schreibers oder viele Redners, wie zum Beispiel Erlich Alter oder Schleume Mendelssohn oder Neuer, die größten Führer vom Bund. Aber er ist gewesen der, welcher hat organisiert die Arbeiter in Gas. Und er hat organisiert die bundische Selbstschutz, Miliz. Wenn sie gewinnen, ein Pogrom, lass mal sagen, hat der Bund ihm geschickt, dort organisieren einen Widerstand. Er hat sich gestellt in Verbindung mit den polnischen Sozialisten, welche seine gewinnen im ersten Teil sympathisch zum Bund. Und so haben mitgearbeitet mit dem Bund. Zum Beispiel, sie gewinnen einen Unfall auf Jeden, ergens in der Warschau, ist er gegangen mit seiner Selbstschutzorganisation, aber er hat gerufen, die polnischen Sozialisten sollen kommen helfen. Und sie sind dann gekommen, helfen, gekämpft, zusammen mit der bundischen Miliz gegen die
polnische Faschisten, Antisemiten, Hooligans. Und das ist gewesen seine Arbeit. Und ist gewesen sehr, sehr gut und sehr ethisch und ehrlich und feiner und starker und ehrlicher Mensch. Er hat geschrieben sein Memoir, es hat geheißen 20 Jahre in Warschauer Bund. Und ich habe es übergesetzt, das Sachseiten, und ich habe zugestellt verschiedene Glossaren und Notizen. Ich bin sehr stolz mit dem Arbeit. Ich habe getan verschiedene Sachen in meinem Leben, aber das ist bei mir das größte Arbeit, was ich habe gemacht, und ich bin sehr stolz damit. Was hat euch inspiriert oder getrieben, das zu tun? Interessante Frage. Erstens habe ich ihn gekannt. Ich habe ihn nicht intim, aber ich habe ihn gekannt. Ich habe sich getroffen mit dem etlichen Mal. Aber für was habe ich das gesetzt? Wie ich habe der Mann früher, ich treffe sich jeden Mittwoch mit meinem Chava Victor, und er hat das gelernt in Jiddisch. Er hat mir gesagt, das ist das erste Buch, was er hat durchgelernt, im Ganzen auf Jiddisch. Und er hat gesagt, du darfst das übersetzen. Aber ich habe gesagt, was? Bist mir schon ich habe nicht mehr was zu tun. Toll ist endlich, aber ich habe gesagt, öfter ja. Aber angefangen übersetzen. Und ich habe gehabt stark Vergnügen davon. Erstens habe ich sich mehr ausgelernt wegen Bund. Von dem Buch kann man sich Tage im Ganzen auslernen und gut verstehen, wegen was ist gewesen Bund in Polen. Von seinem Buch kann man verstehen besser wie von allen anderen. Man kann lernen Portnoys Buch, man kann lernen verschiedene Bücher wegen Bund auf Englisch. Man kann lernen in Enzyklopädie und Jivo und verschiedene Schulchen wegen Bund, aber mit nicht verstehen im Ganzen. Also gut wie mit verstehen, wenn man lernt das Buch, even if I say so myself. This is WUNR Brookline. Aber oder nunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist druckverkrippelt, JBI können helfen Menschen haben ein Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Chor auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! It starts this way. In October 1897, under cover of the Jewish High Holy Days, in the attic of a small rundown house on the outskirts of Vilnius, 13 Jewish intellectuals, writers, and working men gathered together illegally
from 5 different cities of the Pale to form what they decided to call der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund von Russland und Polen, the General Jewish Labor Bund of Russia and Poland, which came to be known by the one word, Bund. The organization which they formed came to play a large role in East European Jewish life for the next close to 50 years, until it was destroyed by the 2 great destroyers of our time, Hitler and Stalin, Nazism and communism. Together with the Zionist movement, the Bund led the masses of East European Jewish life into the modern era, with their heads held high, full of pride, unafraid, and ready to do battle. And what was the Bund ready to do battle for? For Jewish honor, for cultural autonomy, social democracy, Yiddish language and literature, full civil rights in the land in which they lived, and a trade union movement to fight for better working conditions and decent pay. In the course of time, they drew tens of thousands of Jewish working people to their organization, as well as thousands of Jewish youths, intellectuals, and students, young men and women, who abandoned the Chedorim and yeshivas on the one hand, or left the gymnasiums and universities on the other, to enter into, build, and work together with the poor, laboring Jewish masses in the new free, fighting atmosphere of the Bund, where they could express themselves not only as socialists, but as Jews. And in the course of time, the Bund organized Jewish trade unions, built schools for children, published scores of newspapers and magazines, and organized Selbstschutz, self-defense organizations to fight off pogromists and fascist anti-Semitic hooligans. It built a summer camp and a sanatorium for children. It created choral groups, sports organizations, evening classes, consumers and producers cooperatives, libraries, dramatic groups, literary clubs, schools for children, and other institutions which served the poor working-class Jews of Eastern Europe. Here is how the revered Bund leader, Vladimir Medem, expressed himself in 1919 on the meaning of the Bund. And this is a translation of Medem. Listen carefully to the word Bund. It comes from the word to bind together into one complete entity, all separate things with a tie, to join feeble energies into one huge power. Put your ear to the chest of the Jewish worker and listen. His heartbeat is strong and steady. Look into the eyes of the comrade. They are wide open and clear. Take his hand. It is strong and hardened. How come? How is it that a single person, a grain of sand in this huge desert of a world, a tiny drop in the turbulent sea of life, which surrounds you with thousands of brutal enemies, which destroys a whole world, grinding countries and states into dust, drowning in its depths countless human existences, how is it that in the middle of this enormous whirlwind stands a person with sparkling eyes, undaunted by the storm? Look, comrade, into your own soul. There you will read the answer. You have a home, a family, a basis to stand on. You can feel that around you, above you, and within you, there's a great force that supports, embraces, and carries you, makes you strong, and does not let you fall. Do you know, comrade, the name of this enormous force? Do you know what is the name of your home, your family, your existence, your hope? Stand up, comrade, lift up your head, and sing the old Shvua. This is the Bund. Selbstverständlich kann der Bund nicht existieren in heutigen Tag, in unser heutigen Umständen in Amerika kann der Bund nicht sein, wie es ist gewesen in Polen. Aber ihr vernehmt von der Welt und von
der Menschheit und wie also es darf sein auf der Welt. Die Sachen, die Prinzipien von dem Bund sind noch als wichtig und emes und darf für sie sich unternehmen und arbeiten für sie und glauben auf sie. Was sind sie? Erstens ist Sozialdemokratie. Und was heißt das? Das heißt gegen den Kommunismus und bauen eine Gesellschaft, wie es existiert in die Länder, wie die Sozialdemokraten haben geherrscht. Das heißt, in dem Artikel, was ich habe geschrieben, was gedruckt in unserer Zeit, redet wegen dem. Wie sie haben... was für Regierungen meint ihr? Schweden und... Schweden, well, kiemat alle demokratische Regierungen haben eine Sache von der sozialdemokratischen Idealen. Meistens öfter in die Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und so weiter. Aber auch in Deutschland, England, Australien, Kanada, alle haben zum Beispiel Versicherung, ist das Wort, ja. Für gesund mit Doktoren, Spitälern und Medizin und so weiter. Umsetzt für die Bevölkerung. Wir können gehen in die Universität in die Länder frei oder für wenig Geld, nicht wie da Samajontik gehen in Universität. Wir können haben Wohnungen, nicht zahlen als Geld, Bildung. Alle die soziale Sachen, welche helfen die Bevölkerung. Wir neutigen sich in Amerika und die anderen Länder haben das schon, weil die Arbeiterparteien oder die sozialdemokratischen Parteien sind gekommen zur Macht und ausgeführt die Sachen, die Reformen. Könnt ihr euch geben einen kurzen Kontrast zwischen Bund gegen Kommunisten und Bund gegen Zionisten? Absolut, warte. Ja, ich kann warte. Okay. Erstens ist der Bund gemacht von Anfang gewesen gegen den Leninismus, Bolschewismus. Erstens, weil die Kommunisten haben nicht geglaubt in parlamentarischen Demokratie. Sie haben geglaubt in einer Diktatur, weil in Marx haben sie gefunden den Ausdruck the dictatorship of the proletariat. Aber sie haben das ausgetäuscht als Dictatorship von Lenin und Stalin. Und das ist nicht gewesen, so wie Bund hat nicht geglaubt in einer Diktatur. Sie haben geglaubt, dass man darf kommen zur Macht demokratisch. Unsere Organisation ist auch gewesen demokratisch. Die kommunistische Organisation ist nicht gewesen demokratisch. Sie haben die Führerschaft hat gesagt, wie es darf sein und man darf glauben und tun. Und die Mitglieder haben gemusst folgen. Beim Bund ist nicht gewesen also. Beim Bund hat die Mitgliedschaft gemusst dezidieren und sagen, was sie will und wie es darf sein. Die Führerschaft hat gerät, gewollt überzeugen, aber Sof kol Sof haben die Mitglieder gemusst dezidieren.
Das ist ein großer Unterschied zwischen den Kommunisten und den Bundisten. Und es ist nicht gewesen abstrakt. Sie haben Was? Es ist nicht gewesen im Ganzen abstrakt. Oh no. Weil Bund ist gewesen gleichzeitig in Russland, in russische Imperien, in derselben Zeit wie die Kommunisten. Sie haben gehabt viele mehr Mitglieder. Sie haben gehabt mehr Mitglieder. Aber wenn die Bolschewiken sind gekommen zur Macht, haben sie umgebracht, die bundische Organisation in Sowjetenverband. In Polen haben die Kommunisten gekämpft mit den Bundisten, physisch gekämpft. Und das könnt ihr lernen in Bernhard Goldsteins Memoir. So, das ist mit den Kommunisten. Mit den Zionisten ist es so. Jeder die Zweite Welt noch kommen, ist der Reinfall von Gründen jüdische Meluche in Palästina gewesen ganz nicht gekannt. Das ist nicht gewesen, I want to say, remote, unimaginable, impossible, unmöglich. Für was? Erstens, die Zionisten haben gesagt, der Herzl hat einmal gesagt, als Palästina ist ein Land ohne Menschen, für ein Volk ohne Land. Das ist gewesen falsch. Sie sind dort gewesen als Sach Palästina. Sie gewesen öfter 10 Palästinenser oder mehr für ein Jid in Palästina. Zweitens, wie soll man machen eine jüdische Meluche mit 10 Palästinensern und ein Jid? Das hat nicht keinen Sinn. Zweitens, die Türken zuerst und die Engländer später haben nicht gewollt da reinlassen, kein Jid. Wie soll man dort reinkommen? Ja. Und drittens, die Jiden wollen doch dort nicht gehen. Sie wollen gehen in Amerika meistens oder Australien. Will nicht gehen in Palästina, in Midbar. Und drittens oder viertens hat der Bund gehalten, als wir sind da. Wir sind nicht dort, wir sind da. Und wir haben ein Recht, dort zu sein. Wir wohnen schon, wir leben schon da in Polen zum Beispiel 600 Jahre. Müssen wir kämpfen für unser Recht da in dem Land, wo wir wohnen. Weil wir können dort nicht kommen, wir lassen uns dort nicht da rein. Und sind da eine Sache mehr Palästinenser dort, wie sie sind da Jiden. Da was für ein Einfall ist das. Es ist nicht dahin und nicht daher, es hat nicht keinen Sinn. Es ist das, wenn der Bund Einstellung gegen stand mit Zionismus. Ihr kennt den Ausdruck Daoisten. Das hat Wladimir Medem ausgetragen in einer von seinen Reden und Schreiben. Ja, er hat geantwortet Zionisten mit dem Wort, was er hat ausgetragen, so nicht gewinnt als ein Wort, er hat ausgetragen das Wort Doigkeit, was meint da, wir sind da und nicht dorten. Und so lange wie wir sind da, müssen wir da kämpfen für Freiheit, für Sozialdemokratie und für menschliche Existenz da. Und euch haben gekämpft dort für Jiddisch, für Sprache und Literatur und Autonomie für jiddische Sprache und für die jiddische Bevölkerung. Weil Polen, das ist eine Sache, was Menschen nicht verstehen ist. Polen, nach dem Ersten Weltkrieg, hat bestanden von bloß 60% Polnische. Der Rest von Polen, die Bevölkerung, ist gewesen Deutschisch, Ukrainisch, Russisch, Jiddisch. Und
die anderen Völker haben gehabt eine Sache Autonomie, Toffa was nicht jeden. So, das ist gewesen der Bundesstellung mit den Zionisten, ja. Ist, ja, was kann man sagen mit ein Blick zurück in der Geschichte? Israel existiert jetzt, ist doch geboren Israel. Der Cholam ist Akim geworden und Kommunismus ist weg. Es hat gehabt eine Sache in der Zweiten Weltkrieg und das auch 10 Jahre nachdem. Was ist geworden mit Bund? Es ist ausgegangen. Ja, der Bund ist ausgegangen. Die Kommunisten haben es ausgemerkt nach der Weltkrieg in Polen, weil sie gewinnen ein Rechtel und man probiert zurück aufbauen den Bund, aber die Kommunisten haben es nicht erlaubt. Der Pfarrer ist gestorben dort in Polen. Russland noch Sache früher haben die Kommunisten ausgemerkt im Bund. In Amerika die Assimilation ist zu stark gewesen und es hat nicht gehabt kein Masel in Amerika. Aber in Australien hat es ein bisschen Masel. Dort sind da junge Menschen und sie tun ein Bund und sind nicht ein Bund, also wie sie gewinnen in Polen, aber versteht sich. Aber es existiert dort ein Bund in Australien zum Bewundern. Aber was ist der Endwert zum heutigen der Volk von Zionismus und die heutige Zures von Zionismus? Efter hat der Bund a Tshuva auf dem. A was? A Tshuva, an Endwert. Ja. Well, on dem Chruben und on Hitler wollte nicht gewinnen kein Israel. Weil der Welt hat gesehen, gefährlich, was sie geworden mit den Juden in Europa, von den Deutschen. Und sie haben nachgegeben, okay, es kann existieren in Israel dort. Aber zum Bedeuren, die palästinische Bevölkerung ist gewählt dort. Und die Zionisten haben so stark gewollt haben, eine jüdische Medina, also haben wir herausgetrieben, auf 3/4 Millionen Palästina. Und geharrigt euch. Von Anfang ist das gewesen nicht menschlich. Das ist auf die schlechte Seite. Auf die gute Seite, die Gründer von der Israel sind gewesen Sozialdemokraten, sind gewesen Weltliche, nicht religiöse, sozialistisch gestimmt. Und das ist gewesen fein von einem bundischen Standpunkt. Jetzt zum Bedeuren, ob wir religiöse und rechte, reaktionäre, nationalistisch, chauvinistisch, gefährliche Führer von Israel jetzt. Die Regierung in Israel jetzt ist eine schreckliche. Sie tun schlecht dort in Israel, sehr schlecht. Sie der eigene Menschen, Kinder, Frauen. Sie treiben sehr raus von sehr Heimer und sehr Landorten. Sie zerstören die Gebäude, die Spitäler, alles. Sie machen Chorev dem ganzen Land dort. Wir können sehen auf Television, es bleibt gar nicht dort. Das ist schrecklich, sehr, sehr schrecklich, unmenschlich und
Ihr meint es nicht nötig zu kämpfen gegen die Sonne? Gegen die Sonne, aber nicht gegen die palästinische Bevölkerung. Und für was dürfen sie die Gebäude zerstören? Sie sagen, dass die Hamas-Nickers behalten sich. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ja, einer hat mir gesagt, dass lass mal sagen, du sagst, dass die Hamas behalten sich hinter die Frauen und Kinder. Hat er gesagt, dass lass mal sagen, als die Frauen und Kinder sind deine, willst du sie da hagen, weil du willst kriegen die Hamas? Nein, no. Auf was? Sie sind auch Menschen. Und ich glaube, es ist ein Terz. Sie wollen abmachen, sie wollen zerstören das Land und vertreiben die Bevölkerung. In einem gewissen Sinn sind sie wie die Kommunisten. Die Kommunisten haben geglaubt, als the end justifies the means. Als wir kommen zu einem guten Sof, kann man tun, was man will, aber wie man kommt dort zum Sof. Die Zionisten sind ein bisschen so. Es macht nicht aus, was man tut, also lang wie wir machen, wir haben unsere Medina stark und fest und groß. Wir wollen einschlingen in der Westbank und einschlingen in Gaza. Weil also wollen wir, weil es ist richtig, man muss haben eine jüdische Medina und es macht nicht aus, was man tut, zu kommen zu dem Ziel. Und das ist nicht gut. Das ist sehr schlecht. Der Bund hat keinmal nicht geglaubt, in the end justifies the means. The means, die Mittel sind sehr wichtig, wie so immer kommt. Weil zum Ziel einmal kommt man im Ganzen nicht. Und derweil lebt man noch mit den Mitteln. Von der anderen Seite haben wir noch ein Fliegel von unserem Volk und das ist die Fromme. Ja. Und die Fromme können sagen, nur mit 100 Jahren zurück haben wir alle geredet Jiddisch und jetzt reden wir noch als Jiddisch, speziell bei den Chassidim. Und wo seid ihr? Nur Gezählte von euch reden Jiddisch. Sie sind gerecht. Nun, noch einmal zu bedeuern, ist der Jiddisch, welcher der Jiver und Arbeiterring und Bund und Weinreich und andere haben gestützt und gewollt, es soll leben weiter. Ich glaube, und ich habe es schon etliche Mal früher gesagt, mit anderen, in einer anderen Gelegenheit, der Jiddisch existiert nicht und wird mehr nicht existieren. Also ich glaube, in Weinreichs, Jurir Weinreichs College Jiddisch, auf dem Scharblatt steht geschrieben also, sein Buch ist gewidmet die Eltern, bei wem es Kinder Jiddisch wird leben in seinem Mäuel. Es sind doch keine Kinder, welche reden dem Jiddisch. Nur die Chassidim reden ein Jiddisch, aber das ist ein ganz anderer Jiddisch. Das ist nicht Weinreich Jiddisch, ist nicht kulturell Jiddisch, ist nicht unser Jiddisch, also zu sagen. Ein bisschen wegen jüdischer Bildung und euer Buch, Learning Yiddish. Ja. Könnt ihr uns erzählen, ein bisschen wegen Machen das Buch? Was hat euch inspiriert, das zu tun? Und ein bisschen wegen eurer Arbeit wie ein Lehrer von Jiddisch. Ja. Ich bin gewesen Professor von Englisch bei Valley College in Los Angeles. Und man hat gelernt, sie gewinnen ein Jewish Studies Program. In dem Jewish Studies Program hat man gelernt Hebräisch, Zionism, ein bisschen Religie auch. Und ich habe gesagt, für was die alle Limudim
und nicht Jiddisch. Aber ich durchgeführt, als man soll haben Jiddisch in dem College. Nun, aber ich gehabt Klassen auf Jiddisch. Nun, was für ein Text, was für ein Lernbuch darf man haben? Nun, sie gewinnen Weinreichs College Jiddisch und sie gewinnen Weinreichs Wörterbuch. Aber als Sache von den Talmidim haben nicht gekannt lernen, sie haben nicht gekannt dem Alphabet und anfangen mit Weinreichs Buch ist nicht gewesen zugänglich für sie. Ist aber sie gewesen ein anderes Buch, ein alter Lernbuch, es hat geheißen der Yiddish Teacher, Golden, ist gewesen der Machaber. Haben wir genutzt dem. Aber dem Buch hat gehabt eine Sache Fehler. Es hat nicht gehabt keine hebräische Wörter, von sich zum Beispiel. Und Ausleg ist nicht gewesen, der Nicht neue... hebräische Wörter, wie kann man haben Jiddisch schon hebräisch? Ja, wie also, no. Und es ist nicht gewesen kein... und der Ausleg ist nicht gewesen, der neue Jiddisch, Jivo Ausleg. Da habe ich gedacht, ich will haben eine Jiddisch-Klasse. Sie sollen sich kennen, auslernen in dem Alphabet, wie soll zu lernen, zu schreiben. Und der Fahrer habe ich gemacht, dem Lernbuch. Und ein bisschen wegen der Schüttifte in dem Buch, Marion Herbst. Ja. Nun, ich bin in Natur ein voller Mensch. Und wenn ich habe nicht gehabt, ein Schüttif, welche ich habe sich bestellt mit jemandem auf dem und dem Tag, in dem und dem Zeit, sich treffen und arbeiten, wollte ich es nicht gemacht. Weil nun, in dem Sinne hat sie mir stark geholfen. Noch eine Sache, ich habe geschrieben beim Hand und sie hat gekannt, das machen auf dem Computer. Und zweitens, noch eine Sache, sie hat gewollt haben also Schmusen in die Kapiteln. Sie hat meistens geschaffen die Kapiteln, aber die Rest von dem Buch ist meins, really. Nu, aber ich habe lieb gehabt, mit ihr zu arbeiten und zusammenarbeiten. Und sie hat mich inspiriert. Und weil wir haben sich bestellt auf eine gewisse Zeit, der Fach habe ich gemacht, ein Buch, weil an dem, wer weiß, ich wollte es nicht getan. No. Und es heißt Learning in Easy Stages. Was ist die Verbindung oder die Beziehung mit dem Buch, mit den anderen Büchern, zum Beispiel Weinreich? Right. Ich habe gesagt, das ist eine Reihenvier. Für die, welche können nicht lernen und kennen nicht dem Alphabet, dürfen sie dem Buch. Und danach dürfen sie College Jiddisch. Ich habe gesagt, man darf anfangen mit dem Buch und danach College Jiddisch. Aber der Jiddisch Buchcenter geht heraus neue Lernbücher, welche ich glaube sind sehr gut. Ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen, aber ja, ich habe das gemacht sehr einfach, zugänglich. Also sollen sich gering auslernen und schnell. Aber das ist eine Reinführ ich habe es gemeint als eine Reinführ zu College Jiddisch. Man kann also nicht hören Warschewer Jiddisch. Eure Tate, Mama haben geredet, oder eure Tate speziell hat geredet Warschewer Jiddisch, stelle ich sich vor. Eine gute Frage. Okay. Es ist also, ich habe gesagt, dass ich rufe sich bei Dialektal, weil die Mama hat geredet ihr natürliche Sprache, a Warschewer, aber nicht tief Warschewer Sprache. Zum Beispiel, Warschewer wollten gesagt, ja, ich bin ein Warschewer, oder Mann, Schwester, und so weiter. Es ist nicht gewesen ein tiefer Dialekt, also
Aber es hat gerät ihr natürliche Sprache von Warsche. Und mein Jiddisch, meistens, bin ich zu streng mit sich, wollte ich sagen, rede ich also wie die Mama. Der Tate ist auch gewesen Warsche, aber hat gehabt, wie Mordre Schetter hat mir einmal gesagt, hat gehabt Prätensies. Hat gewollt reden, a richtigen, a feinen, a guten Jiddisch. Und hat gemeint, dass man darf reden, also wie es legt sich aus. Hat sich ausgelernt, reden als a litwischen Jiddisch, als a weinreich Jiddisch. Weil hat gewesen a Redner, hat gehalten, dass er Redes als in dem Verein und in der, Union. Und hat gerät, als besseren, als schöneren Jiddisch, wollte man gesagt. Wollte, dass alle sollen sein bequem, Litvakes und... Mit was? hat gewollt, dass Litvakes sollen sein bequem. Nein. Hat gewollt reden, der richtigen. Hat gemeint, das ist ein besserer Jiddisch. Und hat gewollt reden, einen guten Jiddisch. Hat gelernt, A Klaussprache. Hä? A Klaussprache. Ja, mehr, nennt zum Klaussprache, ja. Wie die Mama. Ihr habt noch was gehört, unser Interview mit Marvin oder Moshe Zuckerman. Ich habe letztens gehört, als sein Artikel geht herauskommen in Packenträger auf Englisch wegen 100 Band Bücher auf Jiddisch von Argentinien. Und ihr könnt euch finden seine Bücher auf Amazon, sucht nur seinen Namen Marvin Zuckerman, Zuckerman. A großen Dank.